Gestern haben wir den Jahresbericht 2025 veröffentlicht. Es ist häufig passiert im letzten Jahr. Und mit dem Entscheid vom FPJUSO Kirchenparlament, uns offiziell als Gemeinde zu anerkennen, haben wir einen riesen Erfolg feiern. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Metal Church entwickelt sich weiter und sie soll und darf sich weiterentwickeln. Zusammen mit euch. Aber woher? Was soll noch aus der Metal Church werden? Auch heute Abend steht unser Visionsschiff und der Slogan dazu wieder auf der Roll-Up, da links und rechts von der Bühne und jetzt auch noch hinter mir auf dem Screen. Metal-Kreuzfahrt zur himmlischen Heimat. 144.000 Tons of Metal. Die bildliche Darstellung der Vision, die soll uns helfen, zu verstehen, was die Metal Church ist und wohin sie sich mit Gottes Hilfe und Führung mehr und mehr darf entwickeln. Und damit wir auch im Alltag Kurs halten, ist es wichtig, uns regelmäßig vor Augen zu halten, was das grosse Bild ist, wo wir alle an einer Ecke im Kleinen irgendwo daran mitwirken. Für die, die es noch nie gehört haben, bildlich gesprochen träumen wir von der Metal Church als einem heilsam rettenden Kreuzfahrtschiff. Es ist nicht ein normales Kreuzfahrtschiff, sondern es ist in einer postapokalyptischen Wasserwüste unterwegs. Und zwar unterwegs zum himmlischen Sehnsuchtsort, Dryland. Dort, wo Katastrophen nicht her hat mögen. Wir sind unterwegs dorthin, wo die Erneuerung von der kaputten Welt herkommt. Und für das Bild sind die ein bisschen sinneviel sind die dystopischen Filme wie Waterworld und Mad Max natürlich Pate gestanden. Aber jetzt gibt es ja auch hier bei uns in der realen Welt die erste von allen Metal-Kreuzfahrten. 70.000 Tons of Metal heisst sie und sie findet in der Karibik statt. Gerade letzte Woche war sie wieder und auch mit Teilnehmern aus der Schweiz, wie ich auf Insta und Facebook gesehen habe. 70.000 Tons of Metal, benannt nach der Gewichtsklasse von so einem Kreuzfahrtschiff. Und wenn wir jetzt eben sagen 144.000 Tons of Metal, dann heisst das, dass wir von grossem träumen. Ja, 144.000 ist mehr als doppelt so viel wie 70.000. Aber es ist eben nicht ein toter Stahlkoloss, sondern ein lebendiger Organismus. Das Gemeindeschiff ist eine Gemeinschaft von vielen und unterschiedlichen Einzelpersonen und kleinen Gruppen, die unterwegs sind in der Metal-Szene. Unterwegs in der Szene begegnen Metalheads anderen Metalheads. Wenn du willst, wirst du Teil von dieser vielfältigen christlichen Gemeinschaft. Du reifst dabei im Glauben, du reifst als Persönlichkeit und entwickelst deine Begabungen. Du findest deinen Platz, deine Berufung und bringst dich selber aktiv ein. Sei es direkt in der Metal Church oder sonst in der Metal-Szene oder sonst irgendwo in der Kirche und in der Gesellschaft und im Leben überhaupt. Es geht darum, Jesus nachher zu folgen, wo immer er uns hinschickt und hinstellt, einfach zum Wohl von allen. Das Kreuzfahrtschiff unterwegs ist in der Metal-Szene ist nicht abgeschlossen. Das Metal Church-Schiff hat durchlässige Wände und verändert sich ständig mit allen, die unterwegs dazu stoßen. Du kannst in dem Kreuzfahrtschiff ein- oder aussteigen, wo du willst. Und es ist ein allseits offener Lebenskreislauf vom Säen, Wachsen, Reifen und fruchtbar sein. Und von der Leitung her, von der Leitungs- und Fokusteam in der Metal Church her, ist einfach dabei unsere Aufgabe, den Lebenskreislauf zu unterstützen. So viel zur Einleitung von dieser Vision. Heute Abend möchte ich jetzt mit euch einen Moment darüber nachdenken, was es braucht, dass das Zusammenspiel auf dem Metal-Kreuzfahrtschiff zwischen allen funktioniert. Und was es braucht, dass sich das Schiff gut und in die richtige Richtung entwickeln kann. Ja, nämlich, dass das lebende Metal Church-Schiff auf eine gesunde Art wachsen in der Qualität gegen innen. Und weil das Reifen der garantiert ausstrahlt auch ein zahlenmäßiges Wachstum weiter raus in die Szene, dass das auch darf geschehen, zum Sagen von der Szene und darüber aus. So fragen wir heute Abend nach einem Mannschaftscode auf dem Metal Church Kreuzfahrtschiff.
Was ist der Code unserer Mannschaft auf dem Schiff? Wir hören dafür auf einen Abschnitt aus der Bibel im Neuen Testament. Anne liest uns aus dem 12. Kapitel vom ersten Brief vom Apostel Paulus an die christliche Gemeinde in Korinth. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wirkungen, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewegt das alles in allem. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Aber es geht immer um den Nutzen für alle. Alles bewegt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Merci, Anne. Der Kern von dem Crew Code auf dem Metal Church Kreuzfahrtschiff ist Vers 7. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Wenn ich jetzt noch ein bisschen wörtlich übersetze, dann heisst es, jedem aber wird das Sichtbarwerden des Geistes gegeben für das Zusammentragende. Das ist natürlich nicht mehr so schönes Deutsch, aber es hilft, dem nachher zu spüren. Jedem aber wird das Sichtbarwerden des Geistes gegeben für das Zusammentragende. Der Crew-Code für die Mannschaft hat 2 Teile. Es sind 2 Pole, die für die Entwicklung des Metal Church Kreuzfahrtschiff entscheidend sind. Einerseits eben, jedem aber wird das Sichtbarwerden des Geistes gegeben für das Zusammentragende. Andererseits. Wir schauen zuerst beim ersten Teil an. Jedem aber wird das Sichtbarwerden des Geistes gegeben. Das ist das allererste Wort, das schon ganz grundlegend ist. Jedem oder jeder, feminin. Das heisst, alle sind beschenkt. Du bist von Gott beschenkt. Gott will dich auf deine ganz eigene Art brauchen. Du hast etwas ganz Eigenes beizutragen, das entscheidend fehlt, wenn du abseits stehen bleibst. Wohin soll sich denn die Metal-Kreuzfahrt entwickeln? Nicht dorthin, wo wir als Leitung vorgeben. Wir definieren keine vorgefertigten Jobs. Wir glauben nicht an Raster und leere Boxen im System, wo wir dann einfach noch Leute dafür suchen. Menschenmaterial, wo wir dann reinzwängen und so zurechtstutzen, dass sie in die Box hineinpassen und eine vorgefertigte Aufgabe müssen erfüllen. Nein, sondern für die Entwicklung der Metal Church, da kommt es auf dein Profil und deine ganz eigenen Gaben an. Entscheidend ist deine Leidenschaft. Es geht um deine Dienstbereitschaft, nicht unsere Vorstellung. Und mit dir zusammen entscheidet sich, wie die Räume auf dem Kreuzfahrtschiff eingerichtet werden. Welchen Zwecken sie genau dienen. Mit dir zusammen entscheidet sich, was neu darf dazukommen oder auch was seinen Zweck da hat und wieder wegfallen kann. Mit dir zusammen entscheidet sich, wo wir auf dem Schiff Erweiterungen vornehmen und welche neue Rettungsboote gebaut werden. Wir wollen gemeinsam mit dir zusammen herausfinden, was Gott dir anvertraut hat und das entwickeln und reifen lassen. Darum, red mit anderen über deine Sehnsucht. Frag sie, welche Begabungen sie bei dir sehen. Frag sie, wo Not am Mann oder der Frau ist. Und auch wir, den Fokus- und Leitungsteams, nehmen uns gerne Zeit, uns mit dir zusammen auf die Suche zu machen. Es kommt auf deine Gaben an. Entscheidend ist deine Leidenschaft, es geht um deine Dienstbereitschaft. Und das ist jetzt nicht einfach mein Furz, sondern wir finden das effektiv auch in den Worten von Paulus. Dann hat uns voran gelesen, es gibt zwar verschiedene Gaben, es gibt verschiedene Dienste, es gibt verschiedene Wirkungen. Gaben, Dienste, Wirkungen. Auf Griechisch Charisma, Diakonia, Energema. Charisma bedeutet Geschenk, eine Gabe. Aus dem Kontext wird klar, dass mit diesen Geschenken von Gott hier definitiv
Begabungen gemeint sein. Begabungen, die Gott anschenkt und in den Dienst nehmen will. Aber ob es Dienst genau, Diakonia, Dienst auf Griechisch, Dienstbereitschaft, gerne anpacken für andere. Es geht nicht um Ansehen, um Macht, Einfluss und Privilegien. Wenn in Ihrer Bibelübersetzung an dieser Stelle das Wort Amt steht, dann ist das falsch und irreführend. Weil in der christlichen Gemeinde gibt es eigentlich keine Ämter, sondern nur Dienste. Und dann als dritte Wirkungen. Energema im Griechischen. Das tönt schon ein bisschen wie unser Energie. Energema ist zusammengesetzt aus En gleich In, Ergon gleich Werk. Also, deine Aufgaben und Wirkungen, die Gott gibt, die sind dort, wo Energie am Werk ist. Energema, Energie am Werk, könnte man vielleicht sagen. Eben, es geht um deine Leidenschaften, die Gott dir gegeben hat. Dem Feuer, das du vielleicht spürst, dem lohnt sich nachher zu spüren. Für wo die Platz auch sein könnte und wo es hingeht. Und auch im Vers 11 haben wir gelesen, dass Gottes Geist allen das Ihrige schenkt. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu. Alle sind beschenkt, du bist beschenkt. Und halt total unterschiedlich, total vielfältig. Doch die Vielfalt, die fließt aus der Einheit vom dreieinen Gott. Darum muss es total unterschiedliche Räume und Dienste auf unserem Märtlenkreuzfahrtschiff geben. Also, bring dich ein, deine spezifische Gabe ist wichtig. Trau dir etwas zu. Probier dich aus. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Hab keine falsche Bescheidenheit. Mut dich uns anderen zu. Wie entwickelt sich jetzt unser Märtlenkreuzfahrtschiff, wenn da alle ihres eigenes einbringen? Gibt das nicht eine chaotische Entwicklung? Ja, durchaus. Sind das nicht auseinanderdriftende Kräfte, wenn alle nur ihres eigenes verfolgen? Ja, natürlich. Und darum hat der Crew Code auch noch einen zweiten Teil. Was ist jetzt gemäss Paulus das Korrektiv gegenüber dem Egoistenchaos? Kommen wir zum zweiten Teil vom Vers 7, im zweiten Pol. Der Paulus schreibt eben für das Zusammentragende, das ist wieder griechisch, schönes Wort, steht am Titel vom heutigen Abend dann als Thumbnail, Prostosympheron, für das Zusammentragende. Wohin soll sich unser Märtlenkreuzfahrtschiff entwickeln? Wo und wie bringen wir unsere Begabung am besten ein? Auf was sollen wir unsere Leidenschaft ausrichten? Wo sollen wir dienen und mithelfen? Eben Charisma, Energema, Diakonia, Prostosympheron, auf das Zusammentragende. Synphero heisst wörtlich zusammentragen, zusammenbringen. Im übertragenen Sinn heisst es dann, das, was zuträglich ist, das, was nützt. Also das, was zusammenbringt, das Gemeinwohl. Wo und wie bringst du also deine Begabung am besten ein? So, dass es zusammenträgt, zuträglich ist, dort, was anderen dient und dem Ganzen nützt. Auf was sollst du deine Leidenschaft ausrichten? Auf das, was auch anderen dient und dem Ganzen nützt, sodass es zusammenträgt, zuträglich ist. Wo sollst du mithelfen? Ja, dort, was anderen dient und dem Ganzen nützt, sodass es zusammenträgt, zuträglich ist. So kann unsere Märtlenkreuzfahrt gesund wachsen und sich letztlich in die richtige Richtung entwickeln. In den letzten Jahrzehnten haben die Menschen hier im Westen angefangen, richtig ernst zu machen mit dem Individuum. Also ernst nicht, dass wir alles als Einzelne unverwechselbar und unaustauschbar sind. Und dass wir uns selber entfalten dürfen, uns selber verwirklichen. Aber damit wir nicht alleine bleiben und kaputt gehen, alleine eben, da brauchen wir die anderen. Und wir können Begabungen darum nämlich auch verschwenden, wenn wir sie nur zu unserem eigenen Wohl einsetzen. Ja, wir können Gottes Gaben sogar missbrauchen, wenn nicht das, was zusammenträgt, unser höchstes Ziel ist. Aber es liegt so eine Freude parat, wenn ich meine Begabungen, meine Leidenschaft und meine Hingabe teilen kann und nicht
die Frage muss sein, und was schaut für mich raus? Wenn ich meine Begabungen, meine Leidenschaft kann für andere einsetzen kann, da liegt die Freude vom Sinn parat. Prostos im Ferron, das, was für alle zusammenträgt und so für alle etwas austrägt. Und darum auch die kritische Frage an dich und auch an mich selber. Kannst du auch loslassen? Kannst du dich auch noch freuen an der Wirkung und am Produkt von deinen Gaben, wenn für viele nicht sichtbar wird, was jetzt dein Beitrag war, bei dem, was da passiert ist? Oder wenn sogar andere dort Lorbeeren einstecken? So eine Frage. Weil eigentlich geht es nicht um unser eigenes, es geht um das grosse Ganze. Die Freude liegt im Reinbringen. Gott schenkt uns das ins Herz auf jeden Fall. Aber es kommt nicht darauf an, wer dabei gross rauskommt und nicht mehr gesehen wird. Gott sieht es. Und ich muss am Schluss aber auch noch etwas zum Beitragen in der Metal Church sagen. Vielleicht hast du jetzt meine Ausführungen so zugelassen und das so gehört, als ob du jetzt unbedingt sofort müsstest ein Ämtchen in der Metal Church übernehmen. Und genau das meine ich nicht. Das Beitragen zum Ganzen, das beschränkt sich auch nicht auf die Metal Church. Kirche ist nicht nur dort, wo es ein offizielles Angebot gibt. Es gibt nicht nur die explizite Kirche, sondern auch die implizite. Dein Beitragen zum grossen Ganzen ist genauso gefragt in der Familie, im Beruf oder vielleicht in anderen Vereinen und Organisationen. Also bevor du jetzt ein schlechtes Gewissen hast, dass du nichts Ausdrückliches für die Metal Church machst, überlege mal, wo du schon gebraucht wirst und wo dich Gott hergestellt hat. Und dann darfst du anfangen, das freudig tun als Ausdruck von deiner Zugehörigkeit zur Metal Church. Und es mag auch Phasen geben, wo du nicht aktiv sein kannst. Lebensphasen, wo du total ausbremst bist. Und dann darfst du wissen, dass dein Beitrag als Ganze ist, wenn du dich nicht verkrüchst und zurückziehst, sondern dich uns so zumutest, damit wir dich aushalten und tragen. In gewissen Phasen des Lebens ist der Beitrag als Ganze auch einfach getragen zu werden. Bevor ich noch einmal zusammenfasse, hören wir zusammen ins Lied rein, das vieles zum Crewcode auf unserer Metal-Kreuzfahrt zur himmlischen Heimat aufnimmt. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das ist eine Aufnahme von Melodic Confession aus einem Livestream in der Corona-Zeit. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das in die Richtung weist, ist Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es wird vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr für Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wie denn das Schiff besteht. Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehen. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Bleibe bei uns, Herr. Schiff, das sich Gemeinde nennt, seine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Und bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Und bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns,
uns mehr und bleibe bei uns hier. Wohin soll sich also unsere Metal-Kreuzfahrt zur himmlischen Heimat entwickeln? Das weiss Gott allein. Aber wir finden es auf dem Weg zusammen heraus, indem wir die beiden Pole von dem Crew-Code aus 1. Korinther 12,7 zusammenheben. Jedem aber wird das Sichtbarwerden des Geistes gegeben für das Zusammentragende. Der Pol 1, das ganz eigene, wo Gott uns gegeben hat, zu suchen, auszuprobieren, zu entwickeln und reifen zu lassen. Und der Pol 2, beim Nutzen von Begabungen und Ausleben von Leidenschaften zu fragen. Wie kann ich die Begabung so nutzen und mit anderen teilen, dass es den anderen nützt? Und nicht nur mir selber. Wie kann ich im Wachstum und der Entwicklung vom grossen Ganzen zudienen? Kurz, wie können deine ganz persönlichen Gaben, Leidenschaften und Dienste einen echten Sinn bekommen, weil du nicht danach fragst, was für dich dabei rausschaut, sondern wie es dem Gemeinwohl dienen können. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen.